Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und das ist die erste Folge, wo ich mit 4 Leuten, mit 3 Leuten, warte, ich bin die 4. Person. Wenn wir etwas sagen, hoi, wer sind das so? Hallo, ich bin Emma. Hi, ich bin die Hanna. Hallo, ich bin Philippa. Oh, so cool. Es haben sich gewünscht, dass wir das 4. Podcast machen. Darum machen wir das jetzt. Wir haben bei der eben auch schon Folge aufgenommen. Aber wir denken, der 2. kann nicht schaden. Ja, wir müssen bei «Hören» mal reinhören. Jetzt macht es ja noch Eigenwerbung, Alter, da. Nein, also. Über was reden wir heute, Philippa? Wir denken, wir machen ein bisschen Girls Talk, oder? Ja? Über was reden wir? Wir machen Girls Talk, weil wir sind auf einem Girls Trip mit den Girls. Yeah, mit den Girls. Wir sind seit 3 Tagen im Tessin oder seit 2. Ah, ja, stimmt. Einem Base, 1,5. Sowas. Es fühlt sich einfach an, als wären wir so bei Seven vs. Wild oder so, Bro. Wir sind, also es ist jetzt 12:30. Wir wollten eigentlich den Podcast früher aufnehmen, aber wir haben eine Stunde lang gefühlt, wir haben eine Stunde lang auf unseren Bus gewartet, oder? Ja. Ja, fast 2. Das ist so schwierig. Wir haben übrigens nur 2 Mikrofone, darum I'm sorry, falls es irgendwie so ein bisschen, wir müssen einfach das Mikrofon alle mega nah an unsere Fresse haben und so ein bisschen abwechseln. Aber das funktioniert irgendwie, also wie die, was Video sehen. Das ist Multitasking da. Ich schwöre, ich mache da gerade mit dem Bruder von der Nati um mit dem Mikrofon irgendwie das Gefühl, der hat Was, da mit dem reingespuckt. Brüder? Der hat doch auch schon in deinem Podcast geredet. Nein, nicht so nah. Der hat mit seinem eigenen Mikrofon geredet. Ah, hure gut. Gut, ich habe schon gedacht, ich Hast du habe so sagen, wie meine Männerbazillen an Schwester? meinem Maul. Ja, das ist nicht schlimm. Ah, mit dem Brüder wäre weißt, schlimm, hä? Girls support Girls. Nein, Und Boys? wir haben heute eben schon, wir reden den ganzen Tag schon über so Themen. Darum verzeiht uns, wenn wir vielleicht so ein paar Sachen sagen, so, ja, oh mein Gott, das haben wir auch schon gesagt. Also. Voll. Und verzeiht uns bitte auch, dass wir einfach alle kaputt sind und müde. Und wir haben vorher eben eine Stunde lang auf den Bus gewartet und nachher die Busfahrt war ganz katastrophal gewesen. Dann haben wir wirklich angefangen, Witze zu machen, die einfach nicht lustig wären, wenn wir nicht müde sind. Und ich glaube, das wird in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen so sein. Ja, darum verzeiht uns. Aber ich glaube, es könnte ganz funny werden. Haha, gut, also. Also mehr. Die Philippa hat davon Witze machen, die nicht lustig sind. Ich mache nur lustige Witze, einfach kein Wow. Es war mir so unangenehm eben schlafen gestellt. Hanna hat so plötzlich so, das müsste ich schlafen. Hanna, du hast das Thema aufgegriffen. Bitte können wir Thema wechseln, wirklich kann nicht Ja, drüber geil. reden. Themawechsel. Okay, also warte, ich muss jetzt mal durchlesen, was steht alles so. Wie man eine Freundschaft kann beenden, die einem nicht gut tut. Ghosten. Ich habe es auch gedacht. Ich habe ja basically schon in meiner letzten Podcast-Folge eigentlich gefühlt darüber geredet. Aber ja, wo einem nicht gut tut. Ja, ich finde das eigentlich schwierig. Also weißt du, so, jetzt wenn wir kurz auf der Real-Talk-Ebene kommen, weißt du, so der... Ja, also hast du etwas zu sagen? Oder Ich kann meinst du etwas nur so- sagen, ich muss das Aha, überlegen. okay, also ich habe schon etwas, weil ich habe Erzähl. das schon oft gehabt, weil ich immer dumme Kolleginnen habe, die ich erst später, also no front, aber front, wo ich nicht check, dass sie gemein sind, bis sie halt mega gemein sind. Und zuerst probiere ich auch immer das mit dem Ghosten, aber halt das Problem ist, wenn es eine schlechte Freundschaft ist, lässt eine Person sich gar nicht ghosten. Sondern sie sind dann so, hallo, wieso, was ist mit dir? Was ist mit dir nicht gut? Komm, wenn treffen wir uns wieder, was ist mit dir? Und nachher gehen sie so Scheiß reden und dann kannst du es nicht ignorieren und dann wirst du hässig und musst ihm gleich etwas dazu sagen und so. Darum... Vor allem, wenn du mit denen in der Schule bist, du kannst einfach ghosten. Du kannst sagen, Ja. ja, ich will jetzt nicht mehr mit dir zu tun haben. Doch, ich habe das sondern- im Fall gemacht. Aber kannst du das? Ja, dann ist sie einfach überall Scheiß über mich reden. Eben, aber das ist auch scheiße. Du musst irgendwie Ja. gleich noch... Und gerade so in der Schule habe ich das Gefühl, du musst so Friends halt. Du musst schon so Partner arbeiten, so, du überlebst das sonst nicht. Oh mein Gott, das ist so schlimm gewesen danach. Ja, vielleicht je Eben. nach Situation ist es besser, also so ein bisschen auf Abstand, aber nicht full front gehen. Nicht so, Voll. ja, im Fall wegen dir, du bist scheiße und so, sondern vielleicht noch ein bisschen warten. Für Eben. das eigene Wohl. Nein, einfach so, weißt du, ich finde es oberflächlich gut haben, Eben, aber ja. von dir anfangen weniger erzählen, von deinen Problemen und so. Weißt du, wenn sie halt von dir, oder er, weiß ich nicht, von deinen Problemen, von seinen Problemen, ich kann nicht mehr reden, von ihren Problemen erzählt, dann so, ja, los ist zu, aber machst so, ah ja, voll, ja. Ja, nie von, Alter, erzähl nichts mehr von dir. Ja, aber es das ist ist so der Leute, das ist eben mega schwierig, weil die bringen einem immer dazu, etwas von sich selber zu droppen. Aber du musst dich selber irgendwo noch entscheiden, weißt du, so. Ja, eben, aber so, man muss immer wieder dran denken, habe ich das Gefühl. Philippe, was ist deine Meinung dazu? Ich kann genau das sagen. Also wenn du irgendwie in der Klasse bist mit jemandem und alle anderen jetzt auch nicht die Besten sind und du musst noch weiter Gruppenarbeiten mit denen machen und so, dann erzähl einfach nicht mehr über dich. Behalt dein Zeug und schütze dich so ein bisschen. Aber cancel dich nicht komplett aus. Das ist jetzt etwas ganz Schlimmes. Aber wenn es einfach so nicht mehr die coolste Freundschaft ist, dann halt es aus. Die Schule geht nicht mehr lang. Hoffentlich. Voll. Nicht ab. Dann brechen nicht ab. Aber was wäre jetzt so eine Situation, wo ihr würdet konkret so sagen, hey, also weißt so quasi das Gespräch suchen und sagen, hey, für mich läuft die Freundschaft nicht mehr wegen dem und dem. Würdet ihr das, also ich habe das auch schon gemacht, aber was findet ihr ist eine gute Situation, um das so zu machen und nicht einfach so ein bisschen so ausklingen lassen?
Ich habe so eine Situation schon mal gehabt und damals habe ich es nicht gemacht in der Schule, aber mittlerweile würde ich es anders machen. Damals habe ich einfach geghostet. Aber da habe ich eine Freundin gehabt, die einfach richtig gemein zu mir war. Und mittlerweile würde ich einfach sagen, yo, das geht so nicht mehr, warum bist du so zu mir? Gibt es irgendein Problem oder verpiss dich einfach. Vor allem einfach, weißt du, vielleicht gibt es auch mal Sachen, wo, eben gerade zum Beispiel in Freundschaft, ich habe das ja eigentlich im letzten Podcast besprochen, wo wie eigentlich so viele Probleme würden lösen, wenn du mit dieser Person würdest reden. Weißt? Also wenn es wirklich Sachen, Aktionen passiert sind, wo du bist, alle das machst als Freundin einfach nicht fix, weißt du, so. Aber weißt, manchmal gibt es wirklich auch Situationen, wo man sich irgendwie verändert hat oder wo es Fehlkommunikationen gegeben hat, wo sie dich verletzt hat und es auch gar nicht gemerkt hat oder nicht extra gemacht hat und eben auch gar nicht weiss. Und wenn du es ansprechen dann wäre es so, oh mein Gott, hey, es tut mir so leid, ich habe es voll nicht gecheckt. Also weißt du, wieso? Ich habe das Gefühl, wenn du, also das habe ich nie gemacht und ich glaube, im Nachhinein hätte ich mehr kommuniziert und wirklich gesagt, was mich verletzt hat oder whatever, dann kannst du so viele Sachen klären und es wäre so viel einfacher, als einfach sagen, ja, das ist jetzt böse, weil es hat ja immer zwei Seiten so ein bisschen. Aber es ist halt schwierig so herauszufinden, ist es jetzt etwas zum Retten oder ist es etwas, wo halt wirklich so zu weit gegangen eben so. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter spürst du das langsam so nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber früher war es für mich so schwierig. Ich hatte das Gefühl, eben, ich brauche alle diese Kolleginnen und ich hätte keine andere. Und oh, jetzt sind das doch schon meine. Wie soll ich jetzt aus dem rauskommen? Auch wenn es so nichts Gutes dabei also es hat mir nichts gebracht. Und ich trotzdem denke, doch, aber das sind doch meine Kolleginnen. Ja, So. das ist wahrscheinlich der springende Punkt, sobald es dir nicht mehr gut tut. Du bist niemandem eine Freundschaft schuldig, zu 0%. Wirklich, du kannst abhängen, mit wem du willst. Das muss einem immer klar sein. Voll. Ich habe auch, gestern haben wir schon darüber geredet. Und ich habe auch gesagt, es ist wie in einer Beziehung und in einer Freundschaft eigentlich das Gleiche. Solange du das Gleiche bekommst von der Person, wie du gibst, ist es eigentlich eine gute Freundschaft. Und wenn du merkst, nur noch du steckst etwas rein, nur noch du machst das Zeug für die Person, nur noch dir ist es wichtig, dann lohnt es sich gar nicht. Also wenn die Person dir eher Energie zieht und nimmt, ist es keine super Freundschaft. So. Boah, das finde ich voll wichtiger Punkt. Ja. Vor allem gerade, eben, wenn du nur Therapeutin nachher bist und die ganze Zeit, also wie, es muss einfach wahr sein, weißt du, auch ausgeglichen, dass man einander irgendwie, ja, eigentlich das, was du gesagt hast. Finde ich gut, kann ich das schützen. Gut. Okay, was haben wir noch so geschrieben? Jemand hat geschrieben, was kann ich, oh, das ist eine lange Nachricht, was kann ich dagegen machen, wenn ich mich hässlich fühle, sobald ich hübsche Girls sehe, das ist ein Girl, aber daheim fühle ich mich hübsch mit zum Beispiel meinem Favorite Oberteil, aber kaum sehe ich die anderen in der Schule, finde ich mich einfach scheiße. Ich bin für mein Alter sehr klein und fein. Boah, darf ich anfangen? Ja. Also, wir haben auch darüber geredet vorher, weil ich irgendwie mich auf meinem Video so extrem hässlich gefunden habe und ihnen auch gesagt, dass ich mega oft damit zu kämpfen habe, dass ich auch oft irgendwie, wenn ich selber ein Video mache, dann finde ich es voll okay und denke mir so, doch, sieht gut aus. Und sobald ich irgendwie andere Leute sehe oder mit anderen Leuten ein Video mache und denke, die sind alle viel schöner als ich, geht es mir nicht gut. Also genau das, was die Person eigentlich beschrieben hat, ein bisschen ähnlich. Und mir hilft, also ich bin dort auch mega am Struggeln immer noch, es ist etwas Schwieriges, aber was mir hilft, ist der Satz, dass die Schönheit von anderen deine Schönheit nicht wegnimmt. Das ist, ich habe mal so einen ganz kitschigen Vergleich gehört, so von wegen, du schaust den Sonnenuntergang an und denkst, Alter, wie geil ist der Sonnenuntergang, wie schön. Und trotzdem schaust du, wenn der Sonnenuntergang untergegangen ist, schaust die Sterne an und denkst, Alter, wie schön die Sterne. Und du denkst nicht, die Sterne sind wohl hässlich im Vergleich zum Sonnenuntergang. Sondern du findest beides auf seine Art so schön. Und wenn du das irgendwie kannst auf dich und deine Kollegin, die vielleicht auch schön ist, beziehen, dann merkst du mehr, dass du dich nicht vergleichen sollst. Obwohl man das automatisch macht, aber man sollte es nicht. Ja. Nein, ohne finde ich Scheiß, mega ja. schön, Also so voll. Ich habe das auch alles schon gehört, die 2 Quotes und so. Ich finde vielleicht auch, was mir amigs hilft, ist so aktiv probieren, meine Gedanken ein bisschen steuern. Also weil ich das Gefühl, man kommt dann schnell in so eine Spirale, wo man ist, oh mein Gott, ich bin so hässlich. Und dann findest du so etwas und dann ist das nächste, wow, das ist auch mega hässlich und sonst bin ich auch scheiße und so. Wenn du aber so am Anfang merkst und dann vielleicht probierst, in eine andere Richtung zu gehen, wo es dann gar nicht mehr ums Aussehen geht, so, ja, sie sind hübsch, aber zum Beispiel, sie sind auch lustig oder so. Zum Beispiel, wenn es dann asoziale Leute sind, probiere ich so, das ist vielleicht ein bisschen scheiße. Aber dann denke ich mir so, ja okay, sie ist mega hübsch, aber dafür ist sie gleich ein Arschloch zu mir gewesen. Und wenigstens weiss ich von mir so, ich kann stolz auf mich sein, dass ich probiere nett zu sein zu Leuten. Also zum Beispiel so an dir selber so etwas Cooles outpointen, wo nicht mal etwas mit dem zu tun hat, weil du musst ja nicht bei dir suchen, ja dafür habe ich irgendwie grössere Titten. Also weißt du, so nicht so, die dann vergleichen auf dieser Ebene, sondern vielleicht so dir selber ein anderes Kompliment geben, wo du weißt, dass du es toll findest, damit du irgendwo anfangen kannst, deine Konfidenz aufbauen und irgendwann siehst halt die Leute gar nicht mehr so für ihr Äußerliche. Also so ist es mir gegangen, wo ich mega insecure war, ist mir auch nur das Äußerliche an Leute aufgefallen. Aber jetzt, wo es besser geworden ist, sehe ich so,
die ist mega hilfsbereit. Oder, eben so, der Philipp habe ich heute oder gestern gesagt, so, du kannst mega nett reden. So. Mir wäre das früher gar nicht aufgefallen. Das Höchste, was mir früher vielleicht an der Philipp aufgefallen wäre, wäre so, oh mein Gott, sie ist so hübsch und alle finden sie hübsch. Weißt du, so. Ich finde das so krass. Ich habe das Gefühl, also, weißt du, irgendwie so, gerade in der Pubertät ist so Aussehen spielt so eine krasse Rolle. Und zum Beispiel auch so eben in Beziehung und bla und irgendwie jeder vergleicht sich mit jedem. Und ich finde das so krass, dass so in der Pubertät das so ein krasses Thema ist, weil so, wenn du erwachsen bist und das Gefühl, irgendwann geht es doch immer mehr um den Charakter. Oder eigentlich ist so, ich finde auch das macht so, also das ist jetzt voll kitschig gesagt, aber das ist doch etwas, wo ich dann automatisch eine Person schöner finde. Wenn jetzt jemand wirklich, du kennst die Menschen, die einfach wirklich lieb sind und einfach so eine Positivität ausstrahlen und einfach lachen. Ich finde, so kann ein Mensch so viel hübscher sein als jemand, der so, keine Ahnung, so perfekte Nase hat und bla bla bla, aber so richtig arrogant ist. So, ich finde, die andere Person, es macht einem dann einfach so viel schöner. So, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist doch beim Boyfriend auch so ein bisschen. Also ja, alle wenn du immer dich nachher so, verliebst. das war eigentlich ein bisschen grusig, wenn du nicht mehr verliebt bist. Aber während man verliebt ist, ist man so, das ist der Schönste, das ist der Beste. Voll. Und ich habe das Gefühl, das ist so in der realen Welt doch auch so ein bisschen so, dass irgendwie so, sobald du Leute sympathisch findest, dass sie irgendwie automatisch schöner sind. Und darum frage ich mich auch so, warum in der Pubertät man so viel mehr wirklich weißt du, man macht dann mehr sich Gedanken über Schönheitsoperationen oder über Abnehmen oder Zunehmen oder whatever, als wirklich am Charakter so arbeiten. Ja, ich habe das Gefühl, So. aber in der also bei mir war es so, es ist halt viel von außen gekommen, viel Input von den Buben. Es sind Listen gemacht worden. Das ist die schönste, das ist die mit den grössten Titten, das ist die mit dem grössten... Also wirklich, also bei uns war es schon so krass gewesen. Und wenn du ständig hörst von außen, alle finden die und die schön, logisch vergleichst du dich dann. Du kommst ja gar nicht auf, weil es kommt gar nicht von dir selber. Irgendwann wird das einfach von außen dir so. Und dann kriegst du so einen Rang zudingst und bei mir ist es auch so, mir ist das geblieben, was ich zuerst mal gehört habe. Also so Insecurities, wo mir jemand mit 10 gesagt hat, du hast eine bisschen grosse Nase oder so. Das ist immer noch so, weil das dir vor dem ja gar nicht bewusst ist. So. Und das ist einfach so, das schießt mir eben an, dass man sich gar nicht selber, also du kannst wie nichts dafür. Und auch das Vergleichen macht ja so viel Sinn, weil alle an einem völlig anderen Punkt sind in der Pubertät. So, eben, jemand hat so mit 18 das erste Mal Tag und die andere kriegt sie mit 9. Und logisch verändert sich dann der Körper auch anders und es ist so unkontrollierbar und ich glaube, das ist auch das, was so schwierig ist. Du kannst nicht so machen, Simsalabim, jetzt sehe ich aus wie die anderen. Du musst wie so geduldig sein quasi und dann einfach zufrieden sein damit. So. Voll. Aber eben gerade in der Pubertät ist das wirklich so ein riesiges Ding. Das stimmt schon. Eben gerade so, also ich weiss nicht, wie ist das bei euch damals so gewesen? Also bei mir ist wirklich so, die Jungs haben damals so, eben so Listen gehabt und eben da ist es wirklich so in den Säcken so wirklich am Arsch und Titten gegangen und so eben dicke Titten und einfach so krank eigentlich. Wir sind in der Pubertät, Alter. Also wie so ist ja logisch. Also keine Ahnung. Ja. Ich denke mir so, ich weiß auch nicht, ich finde das so krass. Wie alt sind wir dort? 14 oder so? Bei mir ist das schon Also, viel Mit früher. 11 bin ich gemobbt worden, weil ich noch keine große Kurve hatte, so wie Kylie Jenner, weil das ist dann so aufgekommen. Ja, stimmt. So krank, eigentlich. Eben, vor allem erstens, du bist so jung und zweitens so, als ob einem das so definiert zu dem Alter. Also wie, keine Ahnung, ich finde das so krass. Ich frage mich, weißt wieso kommt das? Hat das wirklich mit dem Alter zu tun oder wird das immer so weitergehen, von Generation zu Generation? Ich glaube, das hat, also bei uns, habe ich das Gefühl, ist so wegen der einfach Medien gewesen. So eben so Kylie Jenner, dann haben die Buben so angefangen, so Sachen zu schauen und dann ist es plötzlich so, wieso, das sind richtige Frauen, wieso sehen die nicht so aus? Ja, weil wir letztlich Kinder sind. Ja, und du siehst auch noch aus wie ein kleiner Bub. Also weißt du, so, das ist so krank, alles sind so kleine Kinder und kennen ihr das, wenn ihr so im Bus sitzt jetzt und wir sind so älter und du hörst aber, was die Kinder reden und du hast das Gefühl, hey, ist der nicht sexy oder so? Und die sind wahrscheinlich so 14. Und du denkst so, oh mein Gott, was ist das für eine kranke Welt? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt noch viel schlimmer ist als bei uns. Weil die haben ja alle schon so früh jetzt ein Handy mit TikTok. Also wir haben nicht mal so TikTok gehabt, Alter. Alles überall Filter. Du siehst zum Teil nicht mal mehr, dass Leute Filter drauf haben. Facetune, Face-App. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt ist für Kinder. Schule. Damals früher, was haben wir gehabt? Mit Kick gehabt, Alter. Snapchat, Kids. Ja, ohne Scheiß. Insta so langsam ist gekommen. Ja, Aber- stimmt. Aber kein So TikTok. Retrika-Type. YouTube Shit. haben wir halt so ganz alte, so, wie heißt Chubby Bunny Challenge und so haben wir Ja, halt das auch geschaut. Ja. Und sonst haben wir wirklich, das stimmt. Heute ist schon noch viel krasser, die ganze Welt. Aber gleich so, ich habe das Gefühl, irgendwie so das Pubertätsding ist einfach, dass man so das vergleichen. Und eben, grad sobald mal irgendjemand etwas sagt, dann, also,
dann macht es einem einfach so insecure und das begleitet einem. Also eben, ich habe das Gefühl, wir wissen doch alle noch irgendwelche Sprüche, die wir damals gehört bekommen haben, die prägen einfach so ein. So. Was finde ich allgemein spannend, sind immer so Insecurities. Ich weiß nicht, wie offen sind jetzt, um über das zu reden. So. Ja, wir können ja mal anfangen. Also Kann fangen jeder wir von das links sagen, an wenn immer. er will. Was sind deine Insecurities? Also auf was bezogen jetzt? Machen wir jetzt mal aussehen. Weil ich habe das Gefühl, wir können recht vielen da draussen helfen, wenn man so ein bisschen selber darüber redet. Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wir sind alle so ein bisschen so Influencer. Und man hört doch oft so das Ding von, ja, ihr seid so perfekt und ich will auch so sein und so. Und ich habe das Gefühl, bei uns, also wir sind auch normale Menschen, so, wir haben auch Insecurities. So. Ja, wir haben auch schon darüber geredet, dass es immer so lustig ist, dass Leute von uns denken, dass wir so mega selbstbewusst sind. Ja, das auch. Und so voll für uns einstachen und so, weil wir halt einfach so uns präsentieren, quasi so den Mut haben, uns so im Internet zu posten. Und wir haben alle so gesagt, so, Alter, es ist einfach überhaupt nicht so. Es ist einfach, man denkt gar nicht daran, wie viele Leute das sehen und so. Aber bei mir auf jeden Fall, so vom Aussehen her, ist für mich auch so, was sie gesagt hat, dass sie recht klein ist. Das stört mich auch, weil es immer etwas ist, wo Leute kommentieren müssen. Also auch, wenn mich Leute zum ersten Mal in echt sehen oder so, sind sie sofort so, ja, ich habe das Gefühl, du bist viel grösser. Und das ist ja schon so ein bisschen wertend, so, als wäre es nicht gut, wie es so ist. Obwohl sie nicht sagen, hure Scheiße, du bist so klein. Aber ich bin dann so, du hast eine andere Erwartung gehabt und ich habe die jetzt nicht erfüllt. Und in dem Fall ist das schlecht. Und ich kann nichts daran ändern. So, ich kann nicht grösser werden. Oder auch sonst so, meine Stirn habe ich aber auch nie etwas dagegen gehabt. Eben bis Leute mir so gesagt haben, du bist voll Landebahn. Ja, ich glaube, so das erste Mal war so die Kollegin, die ich dann nachher so ghosten und so. Sie ist auch die Einzige, die mir gesagt hat, du hast keinen Arsch, du hast keine Titten, nichts. Du musst anfangen dich schminken, du siehst aus wie ein Kind. Ja, das ist von einem Mädchen, das ist auch so Von einer traurig. Kollegin. Ja, Also, aber der muss man dann keine Chance mehr geben. Ja. nein, einfach auf den Mond das war schiessen. wirklich so eine, wo ich musste, so die Notbremse ziehen. Aber und ja, das mit der Stirn ist glaube ich auch so ein bisschen von ihr gekommen. So mäßig, du kannst einfach keinen Rossschwanz tragen, gell? Bei dir sieht das so schlimm aus, weil du so... What the fuck? Ja, aber ja. sind das nicht die Menschen, die einfach selber eben Unsicherheiten haben? Doch, Und sie jetzt hat sich selber auch eine hohe Stirn. So. Ja, sich müssen irgendwie so ins Licht ziehen, indem sie andere schlecht machen. Bei mir sind auch alle Insecurities, die ich jemals gehabt habe, nur weil andere Leute das gesagt haben. Ich war immer zufrieden mit mir. Aber was ich zu der Person noch sagen wollte, die das geschrieben hat vorher, es wird zu 100% besser, wenn du älter wirst. Also ich glaube, bei uns allen Safe, ist 100%. es besser geworden. Und ich finde, das war so der gute Tipp mit Selbstbewusstsein mehr auf Charakter aufbauen, weil das ist was du ändern kannst. Aber der Aussehen kannst du nicht wirklich ändern und es ist sehr unwichtig im Leben. Oder nicht unwichtig. Ja, Es hat schon Vorteile, wenn andere Leute dann schön finden, so Pretty Privilege und so. aber ich habe das Gefühl, haben wir das nicht auch vorher so besprochen, dass jeder Mensch auch hässliche Fotos von sich hat und hässliche Winkel. Und was auch noch wichtig ist, wir sind nicht miteinander befreundet wegen unserem Aussehen. So, wir haben jetzt Logisch. nicht geile Tag, weil wir irgendwie ein schönes Haarshampoo haben oder sowas. Sondern weil wir alle echt einen super geilen Charakter haben. Voll. Ja, und zu dem vielleicht auch noch, ich habe das Gefühl, mir ist es am schlechtesten gegangen mit meinem Aussehen auch, wo ich eigentlich insgeheim so nicht zufrieden war mit wie ich war. Also ich war so ein Arschlochkind und habe dann so vielleicht probiert, so mit dem Äußerlichen noch so etwas zu ändern, weil das geht ja wie schneller. So, vielleicht wenn ich andere Haare habe, dann habe ich mich mehr gern, aber dabei bin ich einfach, so, habe ich so gedacht, so, niemand hat mich gern, weil ich bin ja gar nicht toll und nett und alle anderen sind irgendwie netter und so, können besser Kollegen machen und so. Aber jetzt gerade bezüglich Aussehen, ich habe eben das Gefühl, so, wenn du wirklich so Insecurities hast so mit Aussehen, so, dann hast du vielleicht eben, findest du die Nase mega hässlich und dann bist du wirklich so die ganze Zeit überlegen, so mit der Nase machen und so. Und ich habe das Gefühl, also ich habe das auch so von ein paar gehört, so, wenn sie dann wirklich ihre Nase gemacht haben, dann kommt wie so das nächste Problem, dann ist so, boah, ich finde mich jetzt eigentlich voll dick oder keine Ahnung, einfach so, ich habe das Gefühl, es gibt nie einen Moment, wo du so bist, ja, jetzt bin ich 100% zufrieden, ich fühle mich zu 100% schön, egal welcher Engel oder keine Ahnung, so. Darum, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, das Problem ist ja nicht das Aussehen, das Problem ist im Kopf. Safe. Und was der Anfang sein kann für die Person, die das geschrieben hat, wieder, um das zu ändern, ist ja extrem wichtig, wie du mit dir redest. Also schau dir nicht in den Spiegel und sag, boah, heute bin ich hässlich. Aber wenn du das denkst, sag einfach entweder gar nichts oder such irgendwas Schönes raus. Weil ich sag nie mehr so Sachen wie, halt schau ich scheiße aus, weil muss man nicht. Das manifestiert sich dann voll im Kopf. Ja. Gell, Philippa? Bist du auch noch da? Ja, wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich rede auch zu schlecht mit mir. Aber ich habe mal eine Phase gehabt, das muss ich jetzt eigentlich wieder anfangen. Ich bin gerade voll erleuchtet, weil dann bin ich kurz weg gewesen. Mit dem, irgendetwas gefällt dir immer. Genauso wie du irgendetwas hast, was dir nicht gefällt, zum Beispiel du findest deine Nase nicht so schön, dafür findest du an diesem Tag, boah, heute habe ich meine Augenbrauen geil geschminkt. Dann schaust du
bitte an diesem Tag einfach nur deine Augenbrauen an, sagst du die ganze Zeit, alle meine Augenbrauen sind geil. Und du denkst dann, die anderen schauen auf meine Augenbrauen und nicht auf deine Nase. Weil die Nase sieht immer gleich aus, so. Wieso sollten die immer auf die Nase schauen? Weißt du, was ich meine? True. Macht Sinn. Mega. Weil wenn ich so gedacht habe, so von wegen, boah, da heute habe ich ein geiles Outfit an, dann ist es mir kurz egal gewesen, wie meine Haare jetzt aussehen. Aber Ja, das stimmt. Oh mein Gott, das stimmt. Outfits helfen so fest. Früher bin ich so oft so insecure rumgelaufen, weil ich zum Beispiel irgendwie ein T-Shirt angelegt habe und ich gewusst habe, nach 2 Minuten stinke ich nach Schweiß, weil es da eng ist oder so. Oder so da kommt so halt meine Unterhose raus oder so. Und das ist auch so eine awkward Zeit, habe ich das Gefühl, wenn man so in der Pubertät ist, man wächst so, keine Kleider passen dir richtig, du fängst plötzlich an zu stinken. Aber wenn man diese Sachen im Griff hat, dann fühlt man sich instant so ein bisschen besser und denkt sich so, vielleicht schaut die Person mich an, weil ich ein cooles Outfit habe. Und nicht so, oh mein Gott, die schaut mich an und ich weiss, meine Unterhose hängt hinten raus. So. Ja, voll. Pubertät generell richtig stressig. Ja, er tut mir so leid, aber ich schaffe das. Was sind deine Insecurities? Machen wir mal weiter da. Stimmt. Ja, also das Erste, was mir eingefallen ist, was mir nie was gemacht hat, also mir sind schon viele Sachen gesagt worden, aber zum Beispiel, dass ich so X-Beine habe. Es ist mir eigentlich... Mir ist es scheißegal, aber es kommt hin und wieder so auf und dann denke ich mir so, ja, okay. Aber stimmt, das ist mir auch schon oft gesagt worden. Und dann habe ich so probiert, extra so zu gehen, was so die Knie nach außen zu strecken, richtige Rückenschmerzen. Deswegen Plötzlich so, bei. Darf ich noch kurz sagen, die eine Kollegin hat mir auch gesagt, dass mein Bauchnabel aussieht wie ein Katzenarschloch. Bro! Und sie hat das immer gesagt, wenn ich bauchfrei war. Und dann habe ich heute noch, immer wenn ich jemandem zum ersten Mal so im Bikini bin oder so meinen Bauch zeige, bin ich so, alle sagen immer, mein Bauchnabel sieht aus wie ein Katzenarschloch. Und das stimmt gar nicht, nur eine Person hat mir das Ich gesagt. weiss nicht, wie das Katzenarschloch aussieht. hat die Person irgendwie einen Katzenarschloch-Fetisch gehabt, oder wie kommst du drauf? Imagine, du bist so hübsch, dass der Person nichts auffällt, außer deinem fucking Bauchnabel. So ist es. Fehler suchen, so, boah, was ist das? Aber ja, jetzt im Nachhinein kann man so über das lachen, aber da bin ich safe. wirklich so alles, weißt du, nicht so, sie findet nichts besser, sondern so, alles an mir ist falsch, sogar mein Bauchnabel, weißt du, so. Ja. Oh, es ist wirklich traurig, aber ich würde echt gerne einen Bauchnabel sehen. Nein, es ist aber wirklich schlimm. Das sieht Das man ist der aber mal. normalste Bauchnabel auf dieser Welt, den ich jemals gesehen habe. Hä? Sieht komplett gleich aus. Meine sieht viel weirder aus. Meine ist Geht so... deine so auswärts? Ja, meine ist so... Du hast so eine Schwangere, ein bisschen. So stelle ich mir Schwangere... Nein, eben die nicht. Schwangeren sind gehen eben ja sogar raus. raus, ja. Die ist schwanger. Ja, du bist ja Du schwanger. bist ja schon... Ich bin ja schon... Nein, weil noch etwas zu dem. Das klingt jetzt wieder so kitschig, aber dort haben mir meine Eltern auch voll geholfen. Früher hat es mir nicht geholfen, weil ich dachte, jojo, die haben keine Ahnung, wie es in der Schule ist. Obwohl die auch in der Schule waren und genau das Gleiche erlebt haben wahrscheinlich. Aber dass Leute, die dich mobben, sind so oft eifersüchtig. Und es tönt wie etwas, wo man es halt muss sagen, aber es ist so. Ich bin auch jetzt zum Beispiel, wenn ich mit TikTok angefangen habe, das Ja, muss ich voll exposen. Aber dort haben auch 2 in meiner Klasse so hindurch gelästert. Ich habe ja erst vor 2 Jahren angefangen, vor einem Jahr. Und so gesagt, schon cringe, auch TikTok macht, das meint ihr. Und sobald die gecheckt haben, dass du Bits mehr, dass du irgendwie ein paar Aufrufe bekommst oder vielleicht auch irgendeine Kooperation kannst teilen. Wer hat angefangen mit TikTok? Die 2. Bruder! Und dann habe ich gecheckt, Alter, die finden es nicht cringe. Die haben einfach ein Problem gegen mich oder haben sie gedacht, oh, die hat den Mut anzufangen. Es klingt so dumm, aber es ist so oft, dass die Personen dann einfach eifersüchtig sind und dich irgendwie wegen dem anbeziehen, damit sie besser dastehen. Voll, das ist beim Aussehen eben genau das Gleiche. Also, die Person hat irgendwelche Komplexe mit sich selber, in dem sie sich unwohl fühlt und in dem sie bei dir dann einen Fehler sucht, wo bei sich, also also bei sich selber gut findet, also zum Beispiel bei dir so anfangen Stirn vielleicht, aber die Stirn habe ich eine schönere Stirn, dass man das dann anspricht, um quasi dich in den Schatten zu bringen, damit man sich selber einfach wohler fühlt. Und das ist einfach eigentlich nicht das Problem von dir dann, von deinem Aussehen oder whatever, was sie ansprechen, sondern ihr Problem. Und das ist wirklich so. eben, das ist wie das, was ich vorher gesagt habe, so, was mir amigs hilft, ist so denken, ja, sie ist zwar mega hübsch, aber dafür ein Arschloch gewesen zu mir. Weißt du, so, immer etwas suchen, was sich ein bisschen abholt. Und wenn du sonst keinen Fehler findest, dann sagst du halt, dein Bauchnabel ist hässlich. Ja, also sowieso, was ist das, Alter? Das kann sie doch nicht ernst sagen. Doch, das hat sie ganz ernst und ich habe das nie questioned. Ich habe das einfach angenommen als, ja, in dem Fall. Krass. Aber es ist eigentlich stapeln wie bei deinen Insecurities noch so ein bisschen. Oder was vielleicht früher dir gesagt wurde, ist bei der Hannah. Was bei mir? Viel. Erzähl mal deine Liste. Das mit der Stirn habe ich auch sehr früh gehört. Hä? Eben, es macht ja vieles gar keinen Sinn. Weißt du, es sind einfach Sachen. Na, aber das finde ich auch nicht schlimm. Also ich finde viele Sachen, die schlimm sind, nicht schlimm. Gleich wie Hip-Dips.
wisst ihr, was es ist? Das finde ich auch ein spannendes Thema. Was ist das Problem mit Hip-Tips? Das weiß niemand, aber Wenn es wird einfach gesagt, das ist hässlich und dann alles. Oh. Das habe ich einfach seit TikTok. Ich habe nicht mal gewusst, was das ist. Dann habe ich angefangen, ich habe es bei TikTok gesehen, so, ja, Tipps gegen Hip-Tips. Und also ich so, was ist das? Und dann fängst du an zu schauen und dann merkst du selber im Spiel, ich kann das ja auch. Und dann merkst du, oh mein Gott, das ist ja auch hässlich. Und dann fängst du an, das. So, das fängst du erst an, wenn es in der Gesellschaft so das Ding ist von, oh mein Gott, eben wie so kleine Brüste. So. Oh mein Gott, aber haben die das nicht... haben die das nicht... Nati hat gerade fast Philipp abgeschlagen mit dem Mikrofon. Oh, Darum sorry, habe ich es gemacht. ich habe es nicht gesehen. Jetzt ist er mir am Auge gezuckt. So, ich habe das Gefühl, in meiner Zeit, wo ich so probiert habe, cool werden und so, wie muss ich aussehen, ist halt Tumblr voll das Ding gewesen. Und dort ist es nicht mit Hip-Tips oder so gewesen, sondern so der Thigh-Gap. So, dass du so, irgendwie so einen Abstand zwischen den Beinen haben musst. Und das hatte ich halt dort noch gehabt, weil ich literally ein Kind war und halt mega dünn war. Und dann, wo ich halt so ein bisschen in Pubertät gekommen bin und eben, du kriegst so eine andere Form und dein Becken wird breiter, bla bla, das ist übrigens ganz normal, sind halt dann irgendwann meine Oberschenkel so aneinander gekommen. Und ich habe wirklich so gedacht, so, nein, jetzt, das geht nicht. Weißt du, so, und das schießt mich so an, es gibt immer wieder einen anderen Trend. Und der Körper von Frauen ist einfach so, jetzt musst du in diesem Trend fügen. So wie so, jetzt Kylie Jenner oder so allgemein so Kardashian, so voll kurvig und so. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder so mega so, du musst auch fucking dünn sein. Und vielleicht ist es in einem halben Jahr wieder so, du musst Und vor allem, es ist ja in jeder Kultur, also es gibt ja Kulturen, zum Beispiel gerade in unserer Kultur jetzt in der Schweiz oder keine Ahnung, wo in Europa, würdest du jetzt auch eher sagen, dass zum Beispiel so ein bisschen brüne, weißt, so schön, so ein bisschen Schönheitsideal ist. Und zum Beispiel in Asien ist es doch, dass man möglichst hell aussieht. Ja, so. voll. Und darum, es gibt jeder Kultur irgendetwas anderes. Das heisst, es sagt so gar nichts aus auch, weißt? Es ist einfach so ausgedacht. Ja, eben, und es ist auch so von Zeitepochen. Es hat doch auch Zeitepochen gegeben, wo es mega schön war, dass man so ein bisschen ein Büchlein hatte, weil es irgendwie Ja, heisst, voll dass so. man dann so ein bisschen rich ist und sich Essen kann leisten so. Ja, Darum, eben dann so, man kann es niemandem recht machen und es wird sich immer verändern. Und ich finde es so scheiße, dass es ein Trend ist, wie deine Körperform ist. So, du kannst es nicht beeinflussen. vor allem eben gerade, wenn das du so sagst, so mit dem Spalt zwischen ihnen. Imagine eigentlich, wie unwichtig das im Leben ist. So, was haben wir für ein Luxusproblem, dass so ein Spalt zwischen dabei ein Problem kann auslösen in uns und dass wir wegen dem uns unsicher fühlen. Und dann fangen eben so zum Beispiel, also ich habe das mega oft gehört, ich habe meine Oberschenkel auch zu fett gefunden, dass ich so schauen, dass ich im Sitzen meine Oberschenkel, sorry, aber ich sehe aus, als müsste ich schiessen, also einfach normal chillen, Bro. Als ob ich auf meine Oberschenkel schaut und man so, oh mein Gott, die hat voll die fette Oberschenkel. Oder habt ihr das auch gemacht, so, wenn ihr Spiegelbilder gemacht habt, so den Arsch hinten rausstecken, dass die Beine so dünner geworden sind? So dumm. Mir ist gerade aufgefallen, das habe ich schon so in der Grundschule gemacht, dass die Oberschenkel nicht so am... das ist so krank. So jung. Aber ich frage mich, haben das Typen auch? Das ist wieder das, da haben wir schon in eurem Podcast mal besprochen, aber haben auch Typen so die Trends so, oh mein Gott, sie hat Hip-Tips oder auch nicht, gar nicht, gibt es das bei Typen? Also jetzt nicht, ich will sagen weniger Trends, aber schon auch, also ich habe das Gefühl, bei Jungs kann schon das Ding viel sein, von zum Beispiel Muskeln und weißt, so eine breite Schultern und also keine Ahnung, zum Beispiel auch so ein Haarding. Also es gibt bei uns im Alltag gibt es viele Jungs, die Haar verlieren und dann ist das so, oh mein Gott, ich kann keinem ans Ecken und das. Und also ich glaube, es gibt schon auch sehr viele so Themen, habe ich das Gefühl, einfach halt in eine andere Richtung. Ich habe das Gefühl, es ist mehr länger, also weißt, es ist einfach so allgemein, ja, ein Typ ist geil, wenn er muskulös und breit und gross ist, aber das ist halt immer so, oder? Oder so vielleicht so mehr so, ich glaube, es verändert sich immer wieder ein bisschen, je nach jetzt auch voll tickt, also Social Media mäßig, was vielleicht so die Allgemeinheit geil findet. Zum Beispiel so, obwohl es gibt so eher so Nischen, so Harry Styles mäßig, so ein bisschen feminin oder dann wieder so, aber das sind halt einfach so Kleider und so. Oder so Frisuren, so wow, Mittelscheitel ist jetzt geil. Aber so, das ist halt mega, das ist ja nicht so, du musst deine Knochen brechen und so. Ja, wir also können halt jetzt schlecht Ja, eben, wir können voll darüber über das reden. Sorry, dass ich Erzählt es uns gebracht habe. mal. Ja, würde mich interessieren. Was? Sie sollen erzählen, wenn Jungs zuhören. In die DMs Schreibt sliden. mal. Ach Mit so, eurem ja, Problem. safe. Aber was sind wir gewesen? Hast du schon Insecurities? Also einfach so, erzähl mal das noch. Noch was? Ich habe gemeint, du bist fertig. Ich bin fertig. Nicht, dass wir nicht unterbrochen haben. Okay, bei mir ist so, ich habe es auch schon auf der Podcast-Folge gesagt, also Oberweite war mir das riesige Ding gewesen, dass ich halt lang, also gefühlt nicht mal ein BH also hätte können anlegen, weil es auch nichts hatte. So. Was war noch? Eben Oberschenkel war mir auch ein riesiges Thema. Gewesen. Und auch so Kleinigkeiten, die so immer wieder angesprochen sind, ja, so Nase. Und auch Stirn war mir auch ein Ding. Whatever, meine Zahnstellung damals vielleicht auch noch so. Oh ja, same. Ich habe immer die Hand vor das Maul gemacht zum Lachen. Ja. Ich habe nicht, das ist so schlimm, ich habe nicht lachen. Oh, ich habe einen richtig schiefen Zahn, weil der ist wieder schief geworden, weil ich meine Zahnspange nicht getragen habe. Und das ist mir mittlerweile auch egal. Und früher wäre das auch so gewesen, so...
Und jetzt Ja, mit der scheiß Oberweite drauf. bin ich viel mehr confident. Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen mit dem Alter. Ja. Irgendwann ist es wirklich so ein Ding von... Du hast irgendwie andere Probleme, als wenn du älter wirst. Das ist vielleicht das Ding. Du kannst gar Da nicht so musst du so Buchhaltung machen. Alter, schwer, Steuern. Nein. Komm, Philippa! Jetzt Philippa, Zeit, jetzt geht's los. hau raus mit deinen Insecurities, alle. Ich packe meine Listen aus. Nein, eigentlich rede ich nicht gerne darüber, was mich am mehr stört, weil ich habe das Gefühl, dann achten Menschen noch mehr drauf. Und Same. dann kommt ein Kommentar und dann wird es noch schlimmer. Aber früher hatte ich jetzt zum Beispiel auch mega mit meinem Körper zu kämpfen gehabt, weil ich auch einfach so viele Sprüche müssen anhören, weil ich eher später in die Pubertät gekommen bin. Und dann so die Jungs in meiner Klasse das Gefühl hatten, sie müssen jetzt irgendwie sagen, oh mein Gott, schau mal, ich sitze neben der Philippa, aber sie sind legit neben der Wand gesessen. Nein. Und ich so, oh mein Gott, Dankeschön. Also ganz schlimme Sprüche. Und ich bin trotzdem sexualisiert worden, so. Ganz weird. Die haben doch einfach einen Crush auf dich gehabt. Ja, eben, schau, alle eifersüchtig. Die wollen sein wie ich, alles kleine Kinder. Nein, das Ding ist, also das habe ich schon mega mitgenommen und ich habe jetzt noch mit zu kämpfen, aber zum Beispiel jetzt meinen Körper nicht viel mehr akzeptieren. Jetzt sind es eher so Sachen, die ich mir selber in den Kopf setze, die voll dumm sind. Ich zum Beispiel denke, aus diesem Winkel habe ich fucking Doppelknie oder oh mein Gott, meine Haare sind scheiße und so Zeug. Also jeder hat Struggles, wir sind nicht allein und wir fühlen uns genauso hässlich wie jeder da draußen irgendwann mal. Auch die grössten Superstars. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, boah, die ist voll schön, die hat genauso Struggles mit sich selbst. Auch wenn man es nicht glauben kann. Vor allem gerade so Social Media, du postest obviously nur die guten Bilder von dir, die guten Winkel. So, wir alle machen Bilder und das sind die einen vielleicht ein bisschen unvorteilhafter. Das ist ja nicht das, was du auf Social Media siehst. Ist ja nur, du postest ja nur das, was du dich auch gut findest, so, also hübsch findest. So, logisch, wenn du auf Social Media scrollst, siehst du nur gute Sachen und dann vergleichst du mit dir und so, oh mein Gott, ich kann das nicht und keine Ahnung. Ich habe einen Tipp noch. Was mir geholfen hat, ist, dass ich so, wenn ich gemerkt habe, diese Person macht mich auf Social Media so insecure, ich kann genau nicht das anschauen. Gleiche denke. Ich bin dieser Person einfach entfolgt, Ja, safe. weil ich gedacht habe, ich kann mir das nicht anschauen, weil sonst esse ich nichts mehr morgen. Also weißt du, also, und das ist, dann habe ich mich einfach selbst geschützt und folge denen wirklich nicht mehr. Oder halt nur noch weniger, dass ich es nicht die ganze Zeit sehe, sondern so einmal am Tag, keine Ahnung. Das hat mir geholfen, irgendwie ein bisschen. Ich finde es auch spannend, jetzt gerade kurz, weil wir ja selber blöd gesagt so ein bisschen Social Media machen. Wie fest achtet ihr auf das, so mit Sachen posten und eben so zum Beispiel gut aussehen oder irgendwie blöd gesagt auch so ein bisschen ein Vorbild sein oder whatever? Also, ich fange mal an. Ich poste wirklich so sehr vorteilhafte Bilder von mir, muss ich sagen. Aber früher habe ich sie so richtig bearbeitet und das mache ich gar nicht mehr. Das heisst, weil ich habe mich dann auch immer wie so ein Scam gefühlt, so, ja, Bro, das bin ja gar nicht ich. Aber jetzt bin ich so, es ist ein gutes Bild geworden. Aber ich tue immer so in den nächsten Slides so richtig vercrackte Bilder von mir rein, damit man so auch weiss, so, ja, Bro, 2 Sekunden später hat es halt genau anders ausgesehen. Das finde ich actually einfach übel geil, dass du es machst. Danke, ich habe gemerkt, das fangen jetzt mega viele andere auch an mit dem und ich habe so die Hoffnung, dass ich Trendsetter war. Ja. Aber das ist jetzt ein Ja von mir. Ja, Emma. Nein, ich will das jemand weiterreden. Oh, Was machst du? Achtest du die auf Social Media? ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich kann nichts dazu sagen. Philippa? Ich achte mich schon sehr, weil ich so oft, also ich schaue gerne halt Videos oder Bilder an, wenn ich mich selber gut fühle, was logisch ist, oder? Aber je mehr und je länger ich jetzt Social Media mache, desto egaler wird es mir, glaube ich. Weil am Anfang habe ich auch immer wieder Videos gelöscht, wo ich dachte, oh, da bin ich jetzt nicht so top. Und jetzt bin ich so, also auf so vielen Videos sehe ich wirklich nicht top aus. Und es ist mir egal, weil ich denke, also eben, weil es irgendwie so, man gewöhnt sich auch daran, dass man jetzt nicht einfach jeden Tag super aussehen kann. Aber wenn du jeden Tag postest, dann bist du so, jetzt muss ich halt mit leben, dass ich heute nicht so wunderschön bin wie gestern. Voll, und eben gerade, je länger du Social Media machst, ist so, du bist irgendwann auf so vielen Videos und alles und blöd gesagt, gerade aus dem Video kann man so hässliche Screenshots daraus machen. Also wie, irgendwann ist es wie, ich habe das Gefühl, du gewöhnst dich immer mehr dran. Und ich merke zum Beispiel gerade bei mir, ich habe so angefangen, mir das einreden, wenn ich jetzt irgendwie, also am Anfang habe ich mega krass gestruggelt, also ich bin auch mega unsicher gewesen und alles, eben gerade so mit Bildern machen und whatever. Und jetzt irgendwie merke ich, dass ich mich immer mehr von dem kann lösen kann und dass ich gerade auch merke, so, dass es übel sympathisch überkommt, wenn man einfach mal hässlich aussieht oder einfach mal, irgendwie, weiß auch nicht, voll am Morgen früh ungeschminkt hässlich, eine Story macht, dass es einfach authentisch und sympathisch überkommt, weil man halt einfach kann relaten, weil es halt einfach so, ja, eben jeder irgendwann einfach so aussieht, blöd gesagt. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, also das rede ich mir vielleicht auch so ein bisschen selber ein, dass wenn ich irgendeine Story mache oder so, bei jemand anderem, whatever, wo ich mich unvorteilhaft fühle oder hässlich, dass ich dann mir irgendwie so das Gefühl gebe, so, hey,
vielleicht sieht es ja andere Person und denkt so, also kann ich jetzt blöd gesagt, wenn ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, wenn die Nase irgendwie komisch aussieht, so ja, vielleicht sieht es jetzt eine Person und denkt so, ah ja, die hat auch so eine Nase. Also weißt du, so, dass es nicht so, Ja. ich muss ja nicht immer perfekt aussehen und vielleicht hilft es ja gerade anderen Personen, wenn man selber nicht immer perfekt aussieht auf Social Media, so ein bisschen. Aber das Gefühl, wir sind auch ein bisschen, also ich weiß nicht, aber ich finde, wir sind auch nicht Leute, wo man das Gefühl hat, so, wow, die sehen immer, weil wir machen halt nicht, wir achten ja nicht in jedem Video so drauf, so, es sitzt alles perfekt, wir sind mega aufgestellt und so und darum habe ich das Gefühl, wir sind auch jetzt nicht so fest die, wo man nachher so, hä, was, die sieht auch manchmal so aus. Ich glaube, es ist eigentlich, man denkt sich doch bei uns schon so ein bisschen so, ah ja, die sind einfach ganz normal. Also Ja, eher true. als bei anderen, habe ich das True, da Gefühl. gibt es schon auch wirklich Influencer, die so richtig voll einfach, Ja, voll auf der Sache also sind. von dem her ist eigentlich, ist noch gut. Von dem haben wir es eigentlich, sind wir ganz gut dran als Influencer. Ich glaube voll schon. Darf ich schnell das Fenster aufmachen? Es ist wirklich heiß. Ich lese gerade bei den Fragen so ein bisschen mit und ich finde es krass, bei wie vielen Fragen es wirklich um Aussehen geht. Gell? Also echt gut, dass wir darüber geredet haben schon. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also ich merke auch wieder oft, meine erste Podcast-Folge ist um das gegangen und immer wieder kommen Fragen so, ja, eben, wie kannst du das und kannst du immer über das reden und so. Und eigentlich ist krass, also ich glaube, wir haben ja alle selber so die Probleme gehabt. So, und ich finde es crazy, weil das wirklich bei jedem so das Ding ist. Das wäre aber so geil, wenn irgendein Tipp aus der Reihe jetzt geholfen hätte und sie dann irgendwer so denkt, ja, jetzt geht's mal besser. Voll der Gamechanger. Falls ihr auch irgendwie so, weißt du, so Sätze habt, die irgendwie so ein bisschen unser Mindset verändert haben, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben und anderen so ein bisschen helfen. Sind wir so eine Community, die uns gegenseitig supportet. Girls support Girls, ja. Und auch Boys, wenn ihr zuhört, sorry. Safe, sorry. Oh, stimmt. Die müssen sie auch schreiben. Wie viel Prozent Boys hören bei dir, weißt du das? Ich weiß das gar nicht, aber ich glaube schon, ja doch, so 78% Frauen im Fall. Also schon viel mehr Ja. Girls. Aber auch Boys ist natürlich auch angesprochen. So. Also, was haben wir noch? Wie sollte man seinem Crush sagen, dass man ihn gerne hat, liebt ihn wie Oh, danke schön. Das finde ich auch, das kommt mir mega oft gestellt über, wie man das seinem Crush sagt. Und ich finde das so schwierig, weil es kommt so aufs Alter auch noch drauf an. So. Ja. Weil irgendwie, wenn du so jünger bist, dann ist es so ein Crush-Ding oder weiß nicht. Und wenn man älter ist, dann ist man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen am Kennenlernen und dann ist es ja wahrscheinlich schon für beide so klar, dass es in die Richtung geht. Ich kann nur sagen, ich habe zum ersten Mal, also ich habe einmal das direkt angesprochen und so gesagt, ja, wie schaut's aus? Und das ist gut ausgegangen. Weil dann kann man Klartext reden. Ja, vielleicht warten irgendwie beide drauf oder trauen sich beide nicht. Weißt du weißt schon, der Vibe ist da oder so. Oder es könnte sein, dass die andere Person auch Feelings hat. Und vielleicht getraut sich beide den Schritt nicht. Und dann irgendwie so 20 Jahre später ist so, was, hast du auch Gefühl gehabt? Ja, hätte ich es damals so angesprochen. Und wenn du gekappt wirst, kein Problem, weil dann hat sie die Sache erledigt. Ist kurz unangenehm wahrscheinlich. Also Ja. egal. Ich glaube, viele haben einfach über Angst, dass es etwas, gerade wenn du in einer Freundschaft bist, dass es halt das zerstört. So ein bisschen. Oh. Ich weiß nicht. Ich kann euch erzählen. Ich habe in meinem Podcast einmal gesagt, so, ja, Girls, ihr könnt doch auch mal den ersten Schritt machen und so. Und dann hat das actually jemand, der den Podcast hört, gemacht. Und sie sind schon seit irgendwie so 10 Jahren befreundet gewesen und arbeiten so am gleichen Ort und machen die Lehre am gleichen Ort und so. Und es hat funktioniert. Und sie sind jetzt endlich zusammen und beide haben genau das Gleiche gedacht. Das heisst, man kann das auch bei Freundschaften probieren. Hä? Oh mein Gott. Ja. Das ist mega herzig. Und sie hören zusammen meinen Podcast jetzt. Na, wie süß. Romance. Darum sprechen jetzt auch bei eurem Crush unbedingt. Ja, aber es Aber kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, wir können jetzt voll. auch nicht so universell so sagen. Und nachher sind wir so schuld, wenn es so heisst, hey, was bist du für ein Opfer? Weißt du? So. Also, ja, true. Aber ich finde, du spürst es doch ein bisschen. Aber am Anfang, sorry, ich habe auch nicht gewusst, was machen. Je nachdem, ich glaube, die Person ist vielleicht ein bisschen jünger oder vielleicht einfach Ja. ein bisschen schüch. Wenn du schüch bist, probier es per Chat einfach. Also, sorry, mega, aber das hilft. Oder Oder so auch- andeuten, nicht so mega so, hey, im Fall, ich habe mega Crush auf dich, aber so ein bisschen der Vibe, so ein bisschen flirty-mäßig. Und wenn nichts zurückkommt, ja, dann takest du den Hint. Oder wenn du so 14, so 13 bist, dann schreibt eine Person und wenn die dann so schreibt, nee, wird nichts, dann kannst du nur so Sachen sagen wie, sorry, meine beste Freundin hatte mein Handy. Ja, das habe ich immer gemacht. Oder, Wahrheit oder Pflicht gespielt. oder du findest so über Freunde raus, ob es etwas könnte sein von der Person auch. Also so, ja, kannst du mal fragen, wie er mich findet und so. Das habe ich auch in der Primar, in der Sek gemacht. So ein bisschen. Erst mal ein bisschen abchecken, weil wenn der dann so sagt, Alter, nein, dann würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass du etwas von dem willst. Weil dann wäre es vielleicht hurtful. Ich habe früher, das war mit meinem Ex-Freund, wir haben das so herausgefunden, dass wir ineinander verliebt sind. Kennen die Steckbriefe noch von früher? Weißt du, so, wo man so umgeschickt hat oder so? Hat ihr das nicht gehabt, hä? Ich weiß nicht ganz. Also nicht so Steckbrief. Freundesbuch. Brief, wie haben wir denn geheißen? Hä, so mit Ankreuzeln. Nein, es war so per Chat gewesen auch. Wo Hä, so so Kettenbrief. Kettenbrief, nicht Oh. Steckbrief. Und bei uns hat es so einen Kettenbrief gehabt, wo so von 1 bis 100, wirklich 100 Fragen gehabt. Ja, das haben wir
Oh mein Gott, mein Herz war am Rasen, wenn die Nachrichten gekommen sind. Aber ich muss schon erzählen, auf jeden Fall musst du sagen, wie viel Prozent Akku du hast. Und je nachdem hast du halt die Frage vorlesen und halt die beantworten und so. Und bei uns sind wir haben beide 100% gehabt, per Zufall. Und da war so die Frage, liebst du mich? Und es war so irgendwie cringe, weil ich habe dann so geschrieben, vielleicht. Und nachher ich so, ja, und du? Und ich glaube, nur jemand hat 100% und dann halt echt zurückgefragt. Und dann so, ja, vielleicht. Und dann ist so, okay. Und dann ist es halt irgendwann so, ich liebe dich eigentlich auch. Also das war bei mir aber auch mega oft so im Fall. Oder so, du musst so ein Emoji, so ein Herzchen in einer gewissen Farbe schicken und das hat dann irgendetwas bedeutet. Oder so gibt es das heutzutage noch? Sind wir alt? Fuck. Aber es war so gut gewesen, zum Flirten, zum lange miteinander in die Nacht schreiben. Ja, und aber zum irgendwann ist es immer dreckig geworden. Das habe ich nicht so toll gefunden. Ich habe das toll gefunden. Ja, aber jetzt im Nachhinein finde ich es dumm. Nein, ich habe es geliebt, so Deep Talk-Gespräche haben und eben auch so Themen haben. Weißt du, so gerade in der Pubertät haben mich zum Beispiel das Thema Sex und alles so richtig interessiert. Und dann halt mit anderen Leuten mal darüber reden, ist für mich so gewesen, Und dann am nächsten Tag in der Schule ist so da, als wäre nichts gewesen. Du hast nicht mal miteinander geschrieben, als hättest du einfach keinen Kontakt. Wir haben dann nicht mal «Heu» gesagt, Bro. Also, ich habe mit meinem Ex-Freund, wir haben 2 Jahre lang miteinander, wir sind Besties gewesen, und in der Schule wir sind Banknachbarn gewesen und haben nicht miteinander geredet, Alter. Und wir sind nachher zusammengekommen und haben nicht miteinander geredet. Und wir haben erst, als wir aus der Schule waren, haben wir es veröffentlicht. Alter, what the fuck, ey, was so dumm. Oh, aber sonst noch vielleicht ein Tipp von wegen Crush. Ich habe das recently von einem Typ erfahren, dass das recht gängig ist, dass sie so eben so die Nachricht tun, aber nicht so wie du so nachfragen, so Kollegen, so «Hey, weißt du, würde etwas laufen?» Sondern sie tun es einfach so droppen, so bei einer guten Kollegin, wo man weiss, so, das ist eine nette und nicht so eine Dumme, die es nicht erzählen würde, sondern so «Hey, ich finde im Fall Anina mega toll.» Und nichts sagen, nicht so «es ist eigentlich schon noch herzig», also in einem Gespräch oder so. Und dann geht die das weiter erzählen und wenn dann plötzlich so ein bisschen so Hints kommen oder so, das nächste Mal, wo man sich sieht, so ein bisschen so näher ist und so, dann heisst das so, sie ist auch into it. Das ist so smart. Weil dann kannst du im Nachhinein auch sagen, nein, ich finde den einfach nett. Das ist alles. Ja, eben so, ja, herzig habe ich gesagt oder so, weißt du, so. No. Ich will irgendwie, jetzt merke ich gerade, ich habe voll Bock, wieder so in die Zeit gehen. Ich habe das Gefühl, früher ist so ein Crush haben und dann so, geht so Kollegin, hey, im Fall meine Kollegin, die will etwas von dir. Also, ich bin voll Wir spicy. bitten um Updates an die Person, die die Frage gestellt hat. Wie ist es weitergegangen? Aber das ist aber so unangenehm. Meine Kolleginnen sind so alle so, willst du mit der Emma zusammen sein? Habt ihr mal so ein Dings bekommen, wo so steht, willst Ja. du mit mir zusammen sein? Ja, nein, vielleicht. Nein. Ich auch nicht. Ich hatte das mal in meinem Fächli drin und habe nicht gewusst, von wem es ist und habe einfach Ja Glücklich. gemacht und es zurück reingemacht. Und dann habe ich erst nachher herausgefunden, mit wem ich jetzt zusammen bin. Das war in Dänemark. In Dänemark war alles wild. Bist du immer noch mit dem zusammen jetzt? Oh. Oh. Ja, Ist- nein, er hat dann irgendwann eine andere geküsst. Hast du Bei Schluss Wahrheit oder Pflicht. Oha. Red Flag. Aufpacken. Nein, aber ich irgendwie es nicht. Also es hat auch Nachteile gehabt, die Zeit, aber gerade so das Crush-Ding und so. Und eben, ich weiß nicht, ob ich das früher auch so gemacht habe, gerade so mit Jungs, so alleine, so eben so allein miteinander schreiben in der Nacht, aber in der Schule eben dann so tun, als ob wir sich nicht kennen. Das habe ich so spicy und spannend gefunden irgendwie. Ich habe das irgendwie lustig gefunden. So eine weirde Zeit, jetzt wo ich wieder drüber nachdenke. Gell? Ah, ja, und vor allem, aber hast du das jemals herausgefunden? Also bei mir war irgendwie das nicht mehr so cool gewesen, irgendwann, wo ich gemerkt habe, die Typen haben halt mit all meinen Kolleginnen genau die gleichen Kettenbriefe und so umgeschickt und genau das Gleiche geschrieben. Bei mir ist es umgekehrt, dass ihnen nachher die Jungs alles untereinander erzählt haben. Ja, das so. sowieso. Also. Alter, das war echt krank. Bei mir ist wirklich auch so, oh mein Gott, so ganz, die haben aber gesagt, so Chats gehabt, wo sie dann alles so erzählt und Screenshots und so. Aber als ob wir nicht auch alles uns den Freundinnen schicken. Ja, okay, fair. Oh mein Gott, mir ist gerade aufgefallen, das war so richtig unangenehm. Ich habe mit Arm so Nachrichten geschrieben in die Richtung, ja, willst du, dass wir uns morgen umarmen? Oh, und dann ist es amigs nicht passiert, trotzdem. Oh mein Und du Gott, hast erwartet. Leute, Wir haben uns umarmt, das war die Romance. Leute, mein erster Freund, ich habe mit dem nicht geredet, während wir zusammen waren. Wir haben uns einmal umarmt und ich habe nach 2 Wochen Schluss gemacht, weil es mich so gestresst hat. Ja, Weil aber er- weil sehr er- ähnlich Er bei wollte mit mir. mir Schlittschuh laufen und ich so, Mami, Hilfe! Und dann habe ich Schluss gemacht. Entschuldigung, ich habe jetzt voll geschrien in eure Ohren. RIP. Aber das ist wirklich so das Ding, irgendwie. Ich habe eben gerade mit dem Ex, ich rede immer von dem, merke ich gerade. Wir sind ein halbes Jahr zusammen gewesen, aber haben 2 Jahre nicht Beziehung geführt, die niemand gewusst hat. Nein, aber wir waren auch ein bisschen zusammen im Lager gewesen, und dann haben wir auch so miteinander geschrieben, also, ich würde dich jetzt voll gerne umarmen. Und dann haben wir uns No-Joke, niemand hat ja gewusst, dass wir nur schon
befreundet sind, haben wir uns in der Mitte vom Flur getroffen, im Klassenlager. Aber das Und dann- Lager. Wir haben uns einfach umarmt. Und sind einfach, wir haben nicht mein miteinander Gott. geredet und wir haben einfach so das, wie wir beide was sind einfach wieder ins Zimmer gegangen und haben so gesprochen, es war so schön gewesen. Nein, was hat er dir geschrieben? Es ist so schön gewesen. Weißt du, was bei mir nach so einer Umarmung gekommen ist? Nachher per Chat irgendwann so, wow, jetzt habe ich einen Boner bekommen. Wie alt war das gewesen? 11 oder so. Ich bin die Hormone verrückt. Alter, einfach der Flex hat einfach schreiben, weißt du, er hat gar keine Wahrscheinlich gehabt. hat er Und was hast du geschrieben? So, ah cool. wow, Ich mega auch. cool. Oh, mega schön. Das freut mich so für dich, Alter. Oh, so cool. Der Lager. Vor allem, was willst du mit dieser Info anfangen? So, ja, komm, wir gehen aufs WC mit 11, Alter. Nein. Oh, Lager. Ja, immer so... Ich habe das Gefühl, mit meinen Kolleginnen vor dem Lager immer so... Wir haben alle jemanden ausgesucht, wo wir für so die Tour vom Lager als Crush hatten. So, und das Ziel war, am Schluss vom Lager hätte etwas müssen gelaufen sein. Also, a.k.a. Umarmung oder so. Oder Wahrheit oder... Oh mein Gott, ja! Oh, wir haben wirklich Girls Tag. Oder so einen Backenkuss. Alter, das ist so Style. So, er hat sie auf die Backe geküsst. So, wow. Gossip! Wir haben es amigs aufs Maul gemacht in Dänemark. Boah. Also mein ich, Gott, nicht, das ist ich bin dann immer so aus dem Raum gesäckelt. Ich war so das Schweizer Opfer, das dann verkrampft war. Die anderen haben so auch die Buben an, so als Mutprobe mässig. Woke. Ja. Oh, aber so war das, vielleicht war das auch so cool gewesen. Vor allem hat so, ich hatte eben einen Crush so in der Klasse gehabt. Das war immer das Ziel gewesen, dass so der muss so etwas machen und das Spice, Alter, ich will das wieder haben. Und dann ist so Klassenlager und dann ist irgendein Crush und dann ist eben so das Ding von miteinander schreiben und danach, oh, ich will das wieder haben. Du musst so ein Roleplay mit Can anfangen, so Klassenlager POV. Und dann umarmen wir uns einfach nur. Dann kriegst du einfach nur einen Boner. Alter, Er ist so mit dem schreibt mir Leben. so, was so ein Boner. So, ah, Ich bin Elfi. Oh Gott. Okay, stopp. Man merkt, es ist, wie spät ist jetzt? 1:30. Oh nein. Unsere Mitbewohnerin hat Freude an uns, die hat uns gestern schon zusammengeschissen. Plötzlich klopft das Fenster, ich schwör's euch. Dann schrei ich richtig. Das ist Ja. einfach der Geist. Mein Geist. Nein. Oh. Okay, wenn wir einfach noch schnell so eine kurze Runde machen, weißt du, dass man so, Ja. so, okay. Wie oft sollte man sich rasieren? Muss man gar nicht. Dann, wenn man Lust Ja, hat. so wie man will. Und Keine Sollten. nicht zu oft ist mein Einziges, was ich würde sagen. Sonst kriegen ihr rote Sachen. True. Also rötige, meine ich. Vor allem im jungen Alter, weil wenn du einmal rasierst, dann kommt nachher dunkle Haare raus. Also Nein, das lieber stimmt doch im Fall, das ist ein Mythos. Wirklich? Meine Oma. Ja, das ist ein Mythos. Was? Das ist ein Mythos. Das ist no joke ein Mythos. Hä, safe nicht. Ich hab blonde Haare Ja. immer gehabt und auf einmal Nati, kommt weil auch du in die Sachen raus, Pubertät wo ich denke, gekommen what the bist. fuck? Du bist in die Pubertät gekommen und du bist älter geworden. Deine Haare sind ja auch nicht mehr so blond, wie du als Kind warst, um den Kopf. Ja, aber das ist oder? einfach einmal, das ist wirklich so ein Ding gewesen, ich weiss nicht, ich kann mich Dann rasieren da kann. rauskommen. Ja, das ist die Wurzel. Eben, das heisst, hätte ich es vorher nicht rasiert, dann wäre die Nein, dann wäre es Wurzel. noch langsamer gegangen. Ja, logisch, es wird dann halt... Leute, es wächst einfach stoppelig nachher. Nachher Eben. kriegen das nie mehr weg, außer ihr wachsen oder so. Also, Ich habe schon waxen. überlegt, wenn zum Beispiel jetzt dich das stört, zum Beispiel, dass du dunkle Haare jetzt an den Ärmeln dabei hast, wäre es nicht schlauer, die jetzt bleichen Doch, anstatt das, zu ist auch voll, rasieren? das machen Leute. Schon? Ja, Armhaarbleachen und so ist voll das Ding. Aber das wollen wir euch jetzt nicht. Ihr müsst nicht insecure Nein. sein über dunkle Haare. Nein, das soll ich wieder sagen. Ich auch mittlerweile. Die sind früher auch ganz blond. Oh, jetzt können sie blond aus. sorry. Ja. Das ist unsere Message. Macht das, was ihr wollt, mit eurem... Macht das Sinn? Ja, doch. Ja, das, was euch wohlfühlen lässt. Genau. Voll. Was haben wir noch? Was ist die Bezeichnung von einer echten Beziehung? Ja, boah, Liebe. Wenn man fragt, sind wir jetzt zusammen? Oder was war die? Aha, Ja, geil. nein, was ist- vielleicht haben wir ja angekritzelt. Ja, nein, vielleicht. Ja, aber so eine Es echte vielleicht ist Beziehung, keine so Beziehung, schwer Leute. Nein, ich glaube, es ist eher so eine echte Beziehung, weißt du, so, anstatt eine Kinderbeziehung. Aber früher war es immer so, wenn du Sex gehabt hast, aber so absolut nicht. What the Im fuck? Nachhinein dann heraus, wie ernst das war. I guess. Ja, fair. Ich finde, wenn du so wirklich eine Connection hast, wenn du auch so Connection hast, vor das jetzt ein mega, einfach so irgendwo die wichtigste Person im Leben, einfach so ein voll tiefes Vertrauen. Ich finde, das ist so eine richtige Beziehung dann erst. Ja, also ich habe jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, so fast keine von meinen Beziehungen war eine echte Beziehung gewesen. So, wenn du dich im Nachhinein so ein bisschen schämst oder denkst so, dann ist es wahrscheinlich keine echte Beziehung gewesen. Stimme ich euch einfach zu. So. Vielleicht, wenn man so richtiges Vertrauen aufgebaut hat, dann ist es wahrscheinlich schon eine echte Beziehung, weil das ist noch schwierig und das hast du nicht einfach von null auf. Oder auch wenn man nicht mehr so, wenn man nicht nur verliebt ist, sondern wirklich von davon lieben und man sich geliebt fühlt.
voll einander so voll unterstützt und so. Ja. Ich habe das Gefühl, früher habe ich einfach so das Beste für mich wollen und nicht so für den anderen auch. So, was, du willst jetzt Spass haben? Nein. Jetzt so, oh ja, viel Spass. Also, wenn wir über das reden, ich weiß nicht. Wir haben schon vorher darüber so ein bisschen geredet, aber so ein bisschen Selbstbefriedigung bei Girls. Ich kann eben sagen, dass du früher haben alle, also Jungs ist so das Ding von ja, ich mache so ein Fix und das. So ein Flex. Ja, wirklich, sie haben so Fünfmal am Schule. Tag. Ja, so Bro, hast du mich. Und Fünfmal am Tag habe ich einen Boner. nein, und ich habe das Gefühl, bei Girls ist so das Ding, das machst du nicht. Und, also weißt, bei uns ist es immer so, nein, mache ich nicht. Und ich dann auch so, nein, mache ich nicht. Und sie haben gemacht, weißt du, ich habe das Gefühl, jeder hat es doch irgendwie... Also Sind alle horny, sorry. Juan. Also horny. darum, ein Appell, wenn ihr jünger sind, redet, egal in welchem Alter, redet auch mit euren Girls drüber. Es ist nichts Peinliches, wo ihr euch dafür schämen, es ist etwas Normales. Ich finde es ehrlich gesagt sogar wichtig, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um seinen Körper so ein bisschen selber kennenzulernen. Ja, und lieber mit euch selber als mit irgendjemandem, der das nachher bereut. Aber im Fall, was ich auch noch will, wir haben vorher nämlich im Restaurant darüber geredet und hinter uns sind Leute gesessen, die Deutsch haben, haben wir nachher gemerkt. Aber... Nachher sind sogar mit Leuten zu uns gekommen, weil ein Foto ja, stimmt. Wir Key Statement. Ja, nein, vielleicht höre ich das und nachher wissen sie so, wir haben über Selbstverfügung. Nein, sie haben nur mit der Hand das Bild gemacht, das heisst Stimmt, nicht. sie haben mit der Hand ein Bild gemacht. Aber nein, falls ihr euch irgendwie so schlecht fühlt oder so, ist das normal, denkt daran, Kleinkinder fangen schon an mit so einfach so Sachen machen, weil es einfach so dazugehört, um so den Körper so explodieren. So genau gleich wie Babys halt alles so ins Maul nehmen und so, vor allem halt irgendwann so an mit anderen Sachen. Und das ist halt so literally, das gehört so zum Prozess und so. Und das ist normal und das machen alle und das ist nicht komisch. Das ist halt einfach natürlich. Ja, das ist einfach so. Das ist ja, ja. sagt man nicht von der Biologie her, dass es so wie das Ziel vom Leben ist, so quasi, dass man sich wie fortpflanzt, blöd gesagt. Ja, aber Also jetzt wie mal ganz bringt biologisch der gesagt. Selbstbefriedigung etwas mit Fortpflanzung? Einfach, dass man herausfindet. Ja, das ist einfach der sexuelle Antrieb. Ja, so, ja, voll. Ja, aber umgekehrt müsst ihr euch auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr irgendwie nicht das Bedürfnis habt oder so noch nicht so weit sind. Oder ja, so. logisch, ja. Oder eben so, vielleicht auch gerade bei Buben. Wenn alle so anfangen, so, ja, ich mache es 10-mal am Tag und so, wow, und das schaue ich und du bist so, ich weiß nicht. Wahrscheinlich lügen die im Fall alle. Und das ist auch okay, wenn du erst so irgendwann Das Lust meine bekommst ich auf so. das. Bei Jungs ist so das Ding von möglichst viel und bei Girls so gar nicht. Und Ja. darum, es ist doch irgendwie, du kannst es gar nicht mal so vergleichen. Und- Jeder macht und Oh, jeder sorry. macht nicht. Irgendwie so, ja. Und es gibt auch Leute, die asexuell sind, gell? Also ihr müsst auch nicht, falls ihr wirklich einfach, dann ist es vielleicht einfach so. Genau. Period. Das ist doch jetzt ein schöner Schlusssatz. Ja, wir stinken alle so nach Schweiß. Das ist wirklich ganz schlimm. Also wirklich, es Das ist ist ein riesen heiß. Schweißbeutel. Es ist, glaube 40 Grad. Was sagst du nochmal? Sorry, da innen sind, glaube 40 Grad und es müffelt. Jedes Mal, wenn wir in die Tür reinlaufen, dass wir so alte Mist stinken. Aber das ist, weil wir in Italien sind. Ja, Italien. Nein, es ist einfach wegen Wir uns. sind in der Schweiz. Dolce Vita. Nein, vor allem, es ist schön, dass jetzt wir sind in der Emma und in der Philippa im Bett und wir können jetzt einfach in unser Ja, ich frisches habe auch Bett. gerade gedacht, ihr Grüsel, ich schwöre euch, wenn wir sind jedes Mal die 48 Stunden, wo wir im Tessin sind, wenn wir aufgestanden sind, alle so, wow, jetzt ist mein Arsch nass, so vom Schwitzen. Ich schwöre euch, das ganze Bett ist wahrscheinlich nass, weil alle ihren Arsch... Und wir sind da unter dieser Decke, damit wir unsere... Oh mein ich bin Gott, ich nass, muss dich nicht lupfen. Füße nicht sehen, Alter, aber... Oh mein Gott, das ist wirklich schlimm. Okay, gut. Wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Danke vielmals. Habt ihr zugelassen und zugeschaut vielleicht sogar. Schaut unsere TikToks an. Wir sind jetzt Elevator Girls geworden. Nein. Das ist Fake News. Nein, es ist echt. Wir haben voll wannabe Elevator Girls. Wir haben jetzt unsere Karriere gestartet, darum supportet uns. Nein. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Dann ist es wieder ein bisschen ruhig, weil wir mich alleine und dann sind die endlich weg. So, ja, gut, also. Hört auch hören mal eine Folge von uns, weil wir reden dort über Schiessen. Tschüss. Gut, also. Und wenn ihr nochmal einen Podcast mit uns 4 wollt, dann spammt Nadja einfach voll. Und dann muss sie uns einladen. Ja! Ja, nächster Urlaub! Also, tschüss.